Ich hab nur nasse Haare und ich finde, die schaut damit irgendwie aus wie dieser Hund, also wie die Susi in Susi und Sträuch. Find's ja. Ja, Ich doch, weiß, ich was seh's. du meinst. Ich seh's. Das ist die Frage, welcher Herbert sie mit mir Spaghetti teilt. Slide in my DMs. Ansonsten, da die gerne nur einen großen Philosophen unserer Zeit zitieren, um euch einen Einblick zu geben, wie es in meinem Gehirn gerade ausschaut. Mhm. Bin ja enttäuscht, wenn ihr nicht erkennt, wer das gesagt hat. Oh, jetzt habe ich Angst. Asantis quana match banana, we gunu bini banana. Reda, sag was. Gesundheit. Was ist Kennt ihr das? das nicht? Oder? Na? Das hat der Rafiki in König der Löwen gesagt. Mhm. Und ich hab's Gefühl, dass das den Zustand meines derzeitigen Gehirns gut zusammenfasst nach ja. dieser Woche, Mhm. wo ich euch bei mir daheim gehabt habe. Danke dafür. Ach ja, naja, dann sind wir jetzt also da, liebe Wellensittiche. Tanzen wir fühlen noch jetzt oder eigentlich- nicht? Oder? Wir führen, ja, halt jetzt mal. Wir führen jetzt einen kleinen Tanz für euch auf. Ihr wisst es es kann wieder ein bisschen erotisch werden. Einfach auch gerne mal was Paypalen als Dankeschön. Und los geht's. Ich habe gerade aus Versehen vor der Kamera meinen Busen hingekriegt. Naja. Schaut jetzt so Aus genau Versehen. hier, Dreckschweine. Aus Versehen. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit ein herzliches Hallo von uns 3 aus dem Wellensittich Headquarters. Da sitzen wir nämlich gerade. Leider diesmal nicht in einem Raum, trotzdem sind wir zu dritt. Es ist nämlich dort Verena Servus. und die Anja. Servus. Und die geilste Nasenring-Sabine im Stall. Ich weiß nicht, warum ich im Stall chillen muss, aber hallo, Im da bin Käfig. ich. Servus. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid an diesem wundervollen Donnerstag. Wir haben eine Woche gemeinsam verbracht und bringen euch jetzt mal auf den neuesten Stand, was wir alles so erlebt haben. Ihr habt uns das letzte Mal am Montag gesehen. Das war der Tag, an dem wir uns die Dirndl ausgesucht haben. Da waren wir tatsächlich danach auch noch im... Was denn? Was ist los? Was laberst du? Sie haben uns das letzte Mal am Montag gesehen. Hä, wieso? Ja, das war für sie der Donnerstag. Verena, dann verzeih du. Weißt du was? Dann verzeih du. Liebe Wellensittiche, um euch kurz abzuholen. Ich habe vor der Folge gesagt, dass mein Kopf eben so matsch ist. Irgendwie kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was wir alles erlebt haben. Und Theresa hat gesagt, ich habe so viel erzählt, dass ich es ganz genau weiß. Ja. Sie war jetzt völlig motiviert. Ja, naja, jetzt Okay. nimmer. Dann macht's euren Scheiß doch selber. Zählt mich doch jetzt nicht ein, ich hab doch gar nichts gemacht. Jetzt haben wir wieder beim Thema verhaften. Therese und ich haben der Woche in einem sehr intensiven Nachtgespräch, glaube ich, drüber geredet, Ja. dass es ständig passiert, dass wenn eine was sagt und die andere dagegen redet, dass man dann automatisch annimmt, dass die anderen beiden dagegen sind. Also, dass man kollektiv die Dritte mitverhaftet, die überhaupt nichts zu dem Thema gesagt hat. Ja. Und dann sauer auf beide ist. Dabei ist eine Ja. komplett unschuldig. Ja. Ja. Naja, erzähl von deiner Woche das. Jetzt mag Tut ich mir nicht mehr. leid. Mach. Passt schon, darfst du ruhig anfangen. Was ist denn nur passiert nach der Aufnahme? Da war mein Bierzeit. Echt? Ganz kurz. Haben wir am Dienstag schon Bierzeit? Es war Montag. Ich klinge mich einfach aus. Sauber jetzt hier schnell mein Cappuccino weiter. Und Aber da haben genieß wir die doch Folge. keine Wellensittiche gesehen am Montag. Doch, haben wir schon. Echt? Haben wir nicht? Na.
Alles war Nicht, mit. ich weiß nicht, wo ihr wart. Ja. Jetzt lass halt Dres einfach mal alles erzählen. Ja, bitte verzeih. Du hast mich komplett aus dem Konzept gebracht jetzt mit deinem Hass, Verena. Weißt du, was Hass anrichtet? Mit unserem Hass, Theresa, haben wir die aus dem Konzept. Also Montag haben wir eine wundervolle Podcast-Folge für euch aufgenommen. Es war ja nur schön. Wir haben dann nur kurz im Bierzelt vorbeigeschaut. Da war es auch schön, da waren wir aber nicht lange. Weil wir gewusst haben, am Dienstag muss hier wieder malocht werden. Malochen. Oder weil wir einfach 10 Minuten vor Schluss gekommen sind und gehen haben müssen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und so. Naja. Wir wechseln uns jetzt einfach ab, Verena. Was war denn am Dienstag? Jetzt habe ich den Montag erzählt, jetzt kannst du den Dienstag übernehmen. Du Arsch. Jetzt erwischt mich kalt. Red weiter jetzt gefälligst. Nur weil du nicht weißt, wie es formuliert so ist. Es ist halt irgendwie angespannte Stimmung im Hauptstadtstudio, liebe Wellensittich. Ich weiß eigentlich so gar nicht warum. Ich weiß auch nicht. Ich weiß schon warum. Es war in dieser Woche sehr viel sexuelle Spannung zwischen mir und der Verena und es hat kein Ventil gefunden und ich glaube, das tragen wir jetzt gerade nur ein bisschen mit uns rum. Es hat sich nicht Ich weiß entladen. nicht, warum ich mir Schade gerade eine eigentlich. Nuss genommen habe. Okay, dann frisst Anja jetzt also ihre Autonüsse im Podcast und damit sind es Podcastnüsse. Ich hoffe so Gib sehr, dass das gefälligst am Ohrkatzel das nicht Ohrkatzel sagt. Das bricht ja das Herz, wenn es das sagt. Am Dienstag, was haben wir denn am Dienstag gemacht? Da haben wir auf jeden Fall, und wenn ich sage wir, dann meine ich Anja völlig allein, weiter unseren Australien-Urlaub geplant. Die verschiedenen Stops, die Route etc. Dinge, die wir erleben werden. Verzeihen wir euch jetzt noch nicht. Hört's dann, wenn wir dort sind. Außerdem, Da freue ich mich schon das wird so auf, schön. auf Australien-Podcast-Folgen. Freue mich auch sehr. Aber auch da muss man sagen, hat Anja ein bisschen Angst davor, dass Verena und ich uns da Zimmer teilen. Also es ist Ja. gerade kritisch. Es kriselt. Dann waren wir abends noch in wunderschönster Bergkulisse spazieren. Das war richtig schön. Da waren wir bestimmt eine Stunde unterwegs. Das war einfach nur fantastisch. Und danach wart ihr zwei Gäste in meinem Gott, ja, Twitch-Stream. Oh, stimmt. Und das war Das der war ein größte Fiebertraum. Fiebertraum der Welt. Ja. Ich wollte einfach nur kurz ein bisschen streamen, weil dienstags immer mein Streaming-Tag ist. Und dann, Das war schön. ist immer wieder Verena reingekommen und hat ihren Sohn, der in dem Fall ich war, gefragt, was der denn da im Internet macht, ob er die Leute alle kennt und ob er sich schon wieder Schmuddelfilmchen anschaut. Naja. Das war wunderschön. wie die Schillerstraße, falls das noch jemand kennt. Ach du Da war es ja immer Scheiße. so, dass es einen Regisseur gab, der die Schauspieler auf der Bühne eingesagt hat, was sie jetzt spielen sollen. Ja. Und Anja hat's immer zerrissen, dann hat's mir gesagt, was ich sagen muss, und dann hab ich reingemessen und hab's sagen müssen. Ja, ich hätte es nicht Also hat sehr geschafft. Spaß gemacht. Es war Impro-Theater. Ja, das habt ihr toll gemacht. Freude. Ja. Das Beste dran war das Lachen von der Anja aus dem Nebenraum immer zum Hören, wenn sie dann so mit 3 Sekunden Latenz auf ihrem Handy gesehen hat, was gerade im Stream passiert ist. Ja, ich habe es ja so dann nicht mitgekriegt, sondern habe es dann erst immer, wie Drescher gesagt hat, live gesehen. Und dann habe ich halt lachen müssen, wegen dem, was passiert. 3 Sekunden später habe ich aber meine eigene Lache gehört und das hat den Lachanfall noch mehr verschlimmert und habe dann auch noch gesehen, wie Leute im Chat meine Lache beleidigen. Das war echt, ich habe echt eine komische Lache. Und irgendwie hat mir das dann auch noch mehr zum Lachen gebracht. Ich habe keine Luft mehr gekriegt. Das war so schlimm. Es war toll. Es war einfach nur toll. Es waren auch sehr viele Wellensittiche da, weil gegen meinen Willen eine Wellensittich-Twitch-Werbestory gemacht worden ist auf Instagram. Das habe ich euch eigentlich beim Spaziergang verboten, aber wie es halt so ist, meine Autorität ist irgendwie in dieser Gruppe habe ich keine Autorität. Ihr habt keinen Respekt und keine Angst vor mir. Das ist irgendwie schade. Wir haben die noch nie gefragt. Ja, das stimmt. Ja, das wird auch bei der Delfintherapie mal aufgearbeitet werden müssen, aber gut. Jetzt noch Aber nicht. das war ein wunderschöner Stream, das musst du Ja, zugeben. ja, es war unfassbar lustig. Es war
Ganz anders als sonst natürlich immer, weil sonst ist hier eine ruhige, gediegene Stimmung. Wir machen Ja, nie das glaub Witze ich. und wir lachen auch nie. Aber es war sehr, sehr gut. Es hat sehr viel Spaß Ja. gemacht. Was war dein Favoritensatz von der Mama Verena? Ich weiß, dass das eine Rückwärtsfrage ist, weil du einfach nur erzählen willst, was dein Lieblingssatz ist. Ich habe mehrere, ich kann mich nicht entscheiden. Okay. Ich fand schon, am besten kennst du die alle, weil ich glaube, das ist so ein Satz, den man wirklich von der eigenen Mama oder vom eigenen Papa kennt, wenn man irgendwas herzagt, irgendein Meme oder irgendein lustiges Video einfach nur. Wer ist das? Kennst du die? Und ich einfach halt, nein, Das ist eine Werbung. es ist einfach irgendjemand. Schau das an, es ist lustig. Ja, das fand ich am besten. Was war dein welche waren deine Lieblingssätze, Anja? Ja, einmal das, was du jetzt gerade vermutet hast, mit als Verena eingegangen ist und gesagt hat, Manfred, bist du wieder auf diesen Schmuddelseiten? Schaust du wieder diese Frauen, die sich Bussis geben? Da bin ich komplett gestorben. Aber was auch noch einer meiner Favoriten war, weil wir haben ja die ganze Zeit Sekt O, Mimosas getrunken auf Eis. Und dann ist Vreni reingekommen und hat an deinem Sekt O gerochen. Und hat gesagt, ist da Alkohol drin? Hauch mich mal an. Ja, und dann muss Oh, erzählen, meine was dann gesagt Lieblingsszene. hat. Dann hat Dressi angehaucht und sie waren sie wirklich sehr nah. Und dann hat Vreni gelacht und hat gesagt, ist das widerlich, da ist gut, dass ihr eine Rolle gefallen. Ich hab gedacht, sie will mich jetzt küssen. Sie war viel zu nah an meinem Mund dran. Ich hab gedacht, jetzt dreht's völlig Also. durch. Und dann sagt sie, ist das widerlich? Das war respektlos. Ich hab gesagt, Das das war war einfach- maximal ja, das- widerlich. Was nicht an deinem Mundgeruch lag, überhaupt nicht. Weil ich sondern keinen hab. daran- Ja, natürlich Können wir hast du das keinen einmal gehabt. festhalten? Ja, okay, der Redner hat keinen Mundgeruch gehabt, ist okay. Aber einfach, wenn die jemand anhaucht, dann kriegst du einfach warme, feuchte Luft von jemandem Fremden an deine Nosen. Das finde ich nicht so geil. Dann Das sollte mag ich man auch vielleicht nicht sagen, hauch mich mal an. Profi-Tipp. Aber Ja, ich hab ja am Regisseur folgen müssen. Hat er den mir aufgetragen. Ich hab alles, was ich gesagt hab, auch die Schmuddelfilme und die Frauen, die sich Bussis geben, alles Zitat Hans Bavaria, was da durch meinen Mund gekommen es ist. ist so geil, dass Anja trotzdem sagt, was waren die Lieblingssätze. Aber es ist dann einfach das, was sie sich selber ausdacht. Nein, Vreni hat das schon ausgebaut. Ja, ist peinlich, wenn Leute über ihre eigenen Witze lachen. Mein Gott. Ja, das kann uns nie passieren. Nein, wirklich nicht. Aber wir sind zum Glück auch nicht witzig, darum ist das Na, keine ja, Option. eben. Eben. Richtig. Ja. Genau, das war der Dienstag. Und nach diesem absoluten Fiebertraum-Stream sind wir noch ganz lang unterm Sternenhimmel gesessen und haben Ja. darauf gewartet, dass wir Sternschnuppen sehen. Das war auch schön. Ja. Das war Dann hat magisch. sich Dres Sherry Sherry Lady gewünscht von der Sternschnuppe, habe ich dann auch aufgelegt. War schön. So dankbar. Das war der Dienstag. Willst du jetzt übernehmen, Verena? Willst du erzählen, was am Mittwoch war vielleicht? Am Mittwoch. Aha. Am Mittwoch waren wir im Bierzelt. Nein. Doch. Und da Krass. waren wir wirklich. Und Anja war sehr enttäuscht, weil es gab das Jahr Cordella-Fleisch. Ja, das hat der Oma sehr, sehr weh, du. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm war es für die? Ja, es war schon ein 9,5. Ja. Also ich hab am Bierzeit verzeihen können, weil es ja Freunde von mir sind, die das betreiben. Ich mache ja noch an sich keinen Vorwurf, aber meine Oma, ich. Das Ja. war sauer. Das Das war verstehe ich. richtig sauer. Das hat einen Leserbrief geschrieben. An den Tölzer Kurier, was einer einfällt. Ja, Aber- natürlich nur innerlich. Bei deinem Gericht war ja trotzdem ein Krähen dabei, also das durch die Nasen pfeift, was du so geil findest, hast du ja trotzdem gesagt. Ja. Ja, Immerhin. habe ich ja extra nachgefragt, ob das dabei ist. Oh. Ja. Weil Angela dabei war und die ist normalerweise Bierzeitbedienung. Meine Freundin Angela und die habe ich dann gefragt, ob da ein Meerrettich dabei ist. Zur Sicherheit. Und er war dabei. Er war dabei. dabei. Ja, habe ich aufgegessen. Das Grillfleisch habe ich nicht aufgegessen, aber ein Meerrettich. Das ist echt brutal. Ja, Prioritäten müssen gesetzt werden. Verstehe. Hilft nicht.
Ja, bei uns hat es einen Obersten gegeben, Räder, oder? Bei dir auch? Ja, mit Brezen. War fein. Und natürlich hat es jede Menge Bier gegeben Ja. und ein paar Bargetränke. Sehr viel Cuba Libre habe ich gesoffen. Es ist davor noch geklärt worden, wer gewinnen darf, wenn es zu einer körperlichen Auseinandersetzung käme darf um ein Almöhi. Da ist festgestellt worden, dass im Armdrucken auf jeden Fall ich gegen Anja gewinne. Selbst wenn es mit dem rechten Arm ist, weil ich bin ja Linkshänderin, naja. Keine Chance hat's gehabt gegen mich. Keine Aber Chance. ich habe dann nur meine Freundin Angela vorgeschickt, weil es der stärkste Mensch, den ich kenne. Und da hat Räder dann auch gnadenlos verloren. Naja. Gnadenlos finde ich nicht. Gnadenlos Ich find, ist hart. ja. Es wurde sehr lang dagegen gehalten, bis der Arm umgefallen ist. Also das war ein krasses Match, das hat lang gedauert. Ja. Die einen sagen so, die anderen sagen so, gell? Frech. Ich habe dann darauf verzichtet, sie nochmal mit links raus zum Fordern, weil ich dachte, nein, es passt schon, man muss jetzt hier auch nicht übertreiben. Wir wissen beide, mit links hätte es ganz anders aus. Ihr seid beide 4. Ja, das Ja. ist korrekt. Nein. Wenn Angela nicht da ist, darf ich ja alles auf die setzen, aber wenn sie da ist, dann wandern meine Scheinchen zu ihr. Das ist okay. Ja. Davor kann ich Respekt haben, ja. Das war ja das Armdrucken-Match. Es gab aber auch noch ein Faustmatch und da hat eindeutig jemand anders gewonnen. Ja. Es wurde mal wieder zum Boxautomaten gegangen. Und ihr wisst es, liebe Wellensittiche der ersten Stunde, die zwei haben letztes Jahr kläglich gegen mich verloren. Wirklich. Also, Ja. Und haushoch. dieses Jahr haben wir wieder drauf eingeschlagen. Und irgendjemand hat die anderen Mittelfinger gezeigt. Und ich hab jetzt 3-mal ran. Wer es war. War sonst noch was am Bierzeitabend? Am Wellensittich oder Wellensittich her haben wir getroffen, das war schön. Übrigens, danke nochmal an Thomas für diese Tasse, die ist sehr schier, aber irgendwie auch sehr schön. Ich liebe die sehr. Gleichzeitig. Danke, Thomas. Checken jetzt nur Menschen, die das Video schauen. Ja. Peace. Ja, LG. die anderen sagen wir auch nicht, dass die Tasse einfach schwarz ist und ein Wellensittich drauf ist, der im Mittelfinger zeigt und Wellenfick dich draufsteht. Das müsst wenn dann schon Das sagen wir nachschauen. nicht. Natürlich müssen wir es nachschauen. Das hat jetzt immer hervorragend geklappt. Das Dirndl-Video ist sehr gut geklickt, weil alle natürlich das Ohrkassel sehen wollten. Ja, und zu Recht. Und es hat Und niemand ich den auch kommentiert. nicht. Das Ohrkassel hat niemand kommentiert. Das fand ich ein bisschen Ja, schade. frech. Fuchsi heißt er. Nur falls ihr falls ihr jetzt nochmal zurückgehen wollt und Hallo Fuchsi in die Kommentare schreiben wollt von der letzten Folge. Es wäre angebracht, einmal Servus zum sagen. Aber gut, das müsst ihr entscheiden, das müsst ihr wissen. Wenn euch der Fuchsi aus dem Testament streicht, sagt's nicht, ihr hättet euch nicht gewarnt. Gut. Nicht gewusst, dass der Fuchsi dein Sohn ist. Hä? Das ist Privatsache. Der Familienstand zwischen mir und dem Fuchsi ist Privatsache. Gut. Nur wenn sie über sein der- Erbe nachdenkt. Ja, was hat das mit dem Sohn zum Tor? Ja, mein Gott. Ja, Entschuldigung. Also, Söhne vererben jetzt nichts an ihren Eltern. Gut, also, Bierzeit. Dann ist er anscheinend dein Vater. Macht's mich fertig. Ja, siehst du an die Backen. Fies. Ich weiß nicht, ob schon wieder Nüsse ist. Ja, vielleicht ist er aber auch dein Vater. Ich weiß ja nicht. Voll. Ja, Da ist weiter, Anja, passt, ey. das wird mich überhaupt nicht aufregen. Im Schnitt das immer zu muten, wenn es hier macht, weil sie wieder Nuss frisst. Oh, ja, aber ich vergessen, dass wir nicht gut kennen. Dann sind wir Okay, also so weit Kopf. im Podcast-Game, dass jetzt hier gefressen wird nebenbei. Ja. Ne? Ja, Der ja. Kopf ist nicht ganz da. Also, Aber als wir das vom ist ja die Bierzeit Hüften da. heim sind, bitte halt einmal, als wir vom Bierzeit heim sind, hat es natürlich noch ein Brotzeit gegeben. Es hat auch wieder Salami gegeben, in Herzform. Leute, die uns auf Instagram folgen, haben es gesehen. Es wurde auch mit offenem Dirndl am Boden gelegen. Auch das ist passiert. Das war schön. Ja, es war wirklich schön. Einen Toast haben wir verbrannt, keiner weiß genau warum. Aber das ist auch noch passiert. Ja. Das war der Mittwoch und dann haben wir noch so fest geratscht, Verena und ich. Tanja ist Ja. irgendwann eingeschlafen.
Aber Verena und ich haben nur so lang geratscht. Das war schön. Ne? Ja. Haben uns Wie sie sich jetzt hinstellen, dass da ins tiefgründige Gespräche führen, liebe Wellensittich. Ihr wisst, was ich gehört habe, woraufhin ich immer dann gedacht habe, jetzt müsst ganz dringend einschlafen. Das wird Dress jetzt wahrscheinlich wieder rausschneiden. Und wenn wir nur hören, dass sie so intellektuell miteinander geredet haben, über das Universum haben sie geredet. Die soll ja unendlich sein, der Weltraum. Na, wisst ihr, über was sie wirklich geredet haben, was ich gehört habe? Darf ich sagen? Ja? Über meinen Arsch haben wir geredet. Und also manche Leute verwechseln den ja auch mit einem Planeten, denn er ist sehr groß. Aber tatsächlich ist nicht um den Weltraum gegangen, Und er sondern besteht aus Gas. ich darf wirklich sagen, von uns drei bin ich die am wenigsten schorst. Aber das ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich ein neues Hautpflegeprodukt und das macht meine Haut sehr weich. Und Verena hat Insbesondere über mich drüber steigen müssen, weil es nochmal aufs Klo müssen hat oder so. Du bist auf jeden Fall nochmal aufgestanden und dann, ich lag halt auf dem Bauch und hab dann gesagt, glaub mal meinen Arsch an. Der ist so weich. Und das hat Tanja Das soll man natürlich nicht zweimal sagen lassen. Natürlich Ja. hat er umgelangt. Ja. Ja. Und zu Recht. Er war nicht nur weich, er war auch fest. Irgendwann, wenn die zweimal sagen, wir müssen dir was sagen, wir sind jetzt zusammen, und dann werde ich sagen, oh nein, ich bin so überrascht. Wie darfst du es finden, Anja? Schrecklich. Ja. Nein, ich weiß nicht. Nein, eigentlich nicht. Ja, wir haben darüber schon geredet tatsächlich, weil Therese hat es gut zusammengefasst. Die hat gesagt, wir sind auf so einer Geschwisterebene Ja. in unserer Freundschaft. Und wir finden uns gegenseitig ja irgendwie schon eklig. Deswegen finde ich es auch eklig, wenn ihr was miteinander habt. Ja. Ja. Ja, naja. Na, schön. Gut, dass wir das geklärt haben. Mhm, war wichtig. Ja, aber ich werde mir jetzt halt ewig lang solche Witze anhören dürfen, weil ich mich drüber aufgeregt habe, und das fordert ja einen Respekt. Ja, ja. Das macht mich ganz, da bin ich ganz hippelig. Ja. Ich bin ja immer nur überrascht, dass der Rest bei mir neuerdings so zugewandt ist, weil ich backe ja schon seit Jahren an sie hin und sie hat jetzt das erste Mal ein bisschen erwidert. Das war ganz aufregend. Es tut jetzt für ein mich. bisschen weh, dass du das jetzt im Exit sagst, weil du weißt, dass ich schon lange an die hinbackert. Aber okay. Mir ist es noch nie aufgefallen, dass Anja, Verena an mich hinpackert. Mir ist es auch jetzt nicht Kommt noch. aufgefallen. Sie hält mich hin. Sie hält mich warm. Das ist jetzt schon Das ist ein bisschen mehrmals schäbig, Verena. Das ist echt kein gutes Ja, das Verhalten. stimmt. Das tut man nicht. Das stimmt. Irgendwann bin ich nimmer in die verliebt und dann regst die richtig auf, Ja. wahrscheinlich. Ich Bestimmt, gewohnt mir es ja. eher dran. Ja. Dann wird hier zu spät von die Ärzte aufgelegt. Naja, wie gesagt, ich merke das gar nicht, dass Verena an mich backert, aber wahrscheinlich wirklich, weil wir einfach auf so einer, ich finde, die ein bisschen eklig Ebene sind und ich das gar nicht merken darf. Wenn da, ja. Genau. Aber da muss man jetzt auch sagen, immer wenn ich ein bisschen besoffen bin und Verena ist dabei, dann wird hier sehr viel gelehnt. Also dann liegt sehr viel mein Kopf auf der Verena ihrer Schulter oder ich lade mich so von hinten an sie dran. Das muss man schon sagen. Ja. Ja. Das nur als Info für euch. Ich fand das wichtig. Euch das noch zum Ich das auch gut finden, wenn es jetzt so Fanfics. Das war Keine Fanfics. Stopp. sehr gerne Fanfics. Nein, sag mal. Hallo. Nicht. Also. Wir sind seriös. Ja, Also, was? die können doch untereinander da was wollen. Ach so. Eben. Okay. Okay. Aber der Schiffen, wenn sie so Fanfiction, dann schreibt es von der Verena und Therese. Das Da hat mich gefreut, das macht jetzt bestimmt irgendein Kranker. Danke dafür. Werde ich sehr viel kotzen und aber auch sehr viel lachen drüber. Habt ihr mal eine Fanfiction geschrieben über irgendjemanden? Na, Natürlich nicht. Okay. aber du anscheinend schon. Ja. Nein, ich Echt? leider auch Auf jeden nicht. Fall. Das da die, Dein das hätte ich schon geheimer lange Blog. mal vorgelesen. Nein, im Ich geheimen habe Blog. mal, hab mal eine Fanfiction gekriegt. In der 7. Klasse. Hä?
Da hat ein Klassenkamerad eine fiktive Lesbengeschichte über meine damalige beste Freundin und mich geschrieben. Und uns ist gegeben. Mhm. Okay. Es war mehrseitig. Oh Gott. Hey. Ich weiß nicht, ob ich das noch habe, aber ich muss mal schauen. Ja. Irgendwo vielleicht. Ich behalte ja gern Sachen auf. Also vor allem so selbstgeschriebene Sachen. Naja, schauen wir mal. Das ist schrecklich. Es tut mir irgendwie leid Ja, für die. voll. Sorry. Voll. Sorry nochmal. Das hätte echt nicht sein müssen. Ja, und am Donnerstag, was haben wir am Donnerstag gemacht? Da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr lang und ausgiebig gefrühstückt. Das weiß ich noch. Da ist sehr viel geratscht worden. Und sehr langsam drungen worden. Kaffee Ist ja drungen worden. langsam gearbeitet worden auf jeden Fall. Ja, stimmt. Stimmt. Verena war am nächsten Morgen immer noch so besoffen, dass es sehr schwer war, den Trailer für unsere neue Folge zu Ich schneiden. glaube, es hat gleich 5 Stunden Es hat gedauert. so Ich habe lang nicht gedauert. gewusst, wie es am See steht. Es hat so lang gedauert. Ich weiß nicht, mein Hirn war komplett. Also ich hasse ja, wenn man so langsam ist. Und wenn du, während du arschlangsam bist, merkst, dass du arschlangsam bist, das macht's nicht besser. Das war grausam. Das hat mir sehr leid da. Ja, und dann, Ja. was haben wir dann noch gemacht? Dann waren wir noch an Dann der sind wir noch in die Isar. Isar gegangen. Mhm. Und da haben wir über unsere Live-Show geredet. Wisst ihr, wann die ist, liebe Wellensittiche? Am 5.9. ist die Show. Könnt ihr es fassen? Seid ihr so aufgeregt wie wir? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, es ist nicht Nee, möglich. gar nicht. Ich schwitze jetzt schon. Ja. Und dann haben wir noch ein riesengroßes, wirklich, also ich glaube, ich habe noch nie so ein großes Spaghetti-Eis gekriegt. Ja, Haben wir Echt? uns noch gegönnt. wirklich riesig. Ja, das war sehr geil. Ich fand's nicht so groß. Hä, die Schüssel war so Das groß wie war mein Kopf. richtig Das war schön. riesig. Ich fand's echt nicht so groß. Einfach Lasst euch keine unrealistischen Schönheitsstandards für Spaghetti-Eis einreden. Und dann haben wir uns leider getrennt. Dann ist Verena heimgefahren einfach, hat uns einfach verlassen. Mhm, stimmt. Das war schade. Das war echt schade. Stimmt. Habe ich mal kurz in mein Bett geschlafen und mich um mein Pferd gekümmert, damit ich meinen Pferdepfleger, aka Papa, nicht überstrapaziere. Ja. Wir haben die sehr vermisst. Aber das Gute war, wir haben uns am nächsten Tag schon wieder gesehen. Und da hat mir Verena echt ein bisschen leid. Da ist mir das zum ersten Mal so richtig bewusst worden, wie wir mit deinen Nerven spielen immer. Weil wir haben das im Podcast ja schon öfter besprochen, dass Verena so richtig strukturiert und ordentlich und pünktlich ist. Und wir haben heute wieder mal eine Zeit ausgemacht, die schon mit Puffer eingeplant war. Also es war Ja. der Zeitpunkt ausgemacht, wenn wir da eine halbe Stunde spät kämen warten, war es noch okay gewesen. Aber es hat alles nichts genutzt. Wir waren trotzdem zu spät. Und Noch da hab ich später gedacht, als die Scheiße. halbe Stunde, die eingeplant Ja, ja. war. Ich dachte, Also Kacke. 10 Minuten nach der ausgemachten Zeit eigentlich. Also Ja. der Final ausgemacht. 3/4 war ausgemacht und um 10 noch war es da. Ja, 12 war ausgemacht. Und dann Na, hast war's du nicht. gesagt, ah ja, dann machen wir halbe 12. Wegen der Anja. Nein, weiß nicht. Ich habe euch sogar nochmal geschrieben, dass wir um 3/4 da sind. Naja, Das ist egal. Für was rede ich? Ich habe das meiner Mama erzählt und meine Mama hat gesagt, oh, das darf mich so stören, das darf ich so schlimm finden. Und dann habe ich gedacht, ja, ich weiß schon, es tut mir so leid. Verena. Ja, Naja, das Ding ist, ich bin sehr gewohnt. ja, Also ich weiß beeile nicht. mich auch nicht. Ich ja, war auch nicht zu der Zeit da, weil ich weiß ja. ja. Aber warum haben wir uns denn überhaupt getroffen? Anja. Ich fand's am schönsten, dass, wo wir losfahren hätten sollen, sie Dresden und Haar gemacht hat und ich dann gesagt hab, naja, also war ja eh eingerechnet, dass wir später kommen und so und der Verkehr ist auch gut. Das heißt, ich war schon fertig. Und wir steigen aus diesem Auto aus und mir war schon wieder klar, dass ich hab so einen Spaß gesagt, also ich war's natürlich schon auch, aber ich war nicht die Hauptverantwortliche. Ich habe Spaß gesagt, ich war's nicht. Und Verena gleich, das glaub ich nicht. Ich glaub dir kein Wort. Ja, wir waren's beide. Wir haben dann nur tanken müssen, wir haben noch einen Snack gebraucht, wir haben noch Wasser gebraucht, wir haben noch... Ja,
Ja, mein Gott, was ist... Was ist das Ja. Aber sag mal, Anja, wo haben wir uns getroffen und warum haben wir uns getroffen? Was war los am Freitag? Ich hab doch die her hier zu in der Folge, dass ich gar nicht reden muss. Voll, kann ich Nüsse mehr essen. Wir haben uns am Freitag beim Stravanzer Pop-Up Store getroffen, beziehungsweise sind wir da zusammen hingefahren. Unser Klamottensponsor, von dem Dres auch heute wieder was anhat, das liebe ich sehr. Leoparden steht dir einfach hervorragend. Dankeschön, ich lieb's auch sehr. Das ist ein Trikot. Ein Leopardentrikot. Aber kein Trikotstoff. Nein. T-Shirt-Stoff. Also mich ein Mädel auf uns zugekommen bei der Veranstaltung, wo wir danach waren und hat gefragt, ob es mir angelangen darf. Ja, stimmt, das war witzig. Und da waren wir natürlich nicht so, haben wir gesagt, na klar. Na klar. Und beim Stravanzer Pop-Up haben wir einige Wellensittiche in freier Wildbahn getroffen. Und das war doch nur schön. Das war doch nur schön. Lauter Vielleicht noch mal Mäuse. kurz zur Erklärung. Ein Pop-Up ist quasi ein Geschäft, das es sonst nicht gibt. Also Stravanzer hat sich eingemietet, eine Ladenfläche nur für diesen Tag. Das war vor dem Dream-Konzert, deswegen waren da sehr viele Dream-Fans. Und ja, Stravanzer hat da ein paar Leute dann auch eingeladen, mit denen sie zusammenarbeiten, wie unter anderem uns. Danke für die Einladung. Und ja, war echt sehr, sehr cool. Es ist total zugegangen. Ja. Die Schlange war Ja. ewig lang. Das hat mich richtig Richtig gefreut. gut. Über mehrere Stunden ist sau zugegangen. Es war bockheiß. Wir haben geschwitzt, ihr habt's geschwitzt. Es war schön. Es war Wir haben wirklich ganz, schön. ganz liebe Gespräche geführt mit den Wellensittiche. Ja. Und sehr, Nur sehr, Süßmäuse anscheinend bereichert. in unserem Schwarm. Also ist ja verrückt. Ja. Und Das also ist schön, krass. dann immer Gesichter zu den Namen zu haben, weil wenn man schon Ja, voll. öfter einen Kommentar von jemandem gelesen hat, dann jetzt da ein Gesicht dazu zu haben, das ist einfach schön. Ja. Ja, ich find's ja krass, wie Wellensittiche halt nicht nur lustig sind, sondern auch extrem attraktiv und sympathisch. Also, Verrückt. was ist denn los mit euch? Ja. Das ist ja Seid Wahnsinn. ihr etwa wie wir? Oh Gott. Na, war echt schön. Genau, und dann ist die Freundin von meinem Booker noch mit dabei gewesen, Caro. Ja, liebe Grüße. Mein Booker, also LG. die Person, die viele Menschen, die nicht im Musikbusiness arbeiten oder damit zum Tor haben, als mein Manager bezeichnen. Das ist aber nicht mein Manager, sondern tatsächlich mein Booker. Also das bedeutet, dass der, wenn eine Anfrage kommt, hey Anja, darfst du auf unserem Festival spielen, dann beantwortet der das und sagt halt so, zu diesen Konditionen kommt Anja und verhandelt das dann mit euch im Vornherein. Dafür habe ich quasi einen Booker, das ist der Dominik, Grüße. LG. Und die waren da an diesem Tag, die zwei. Und der Dominik hat die Caro, seine Freundin, bei uns gebunkert. Er hat gesagt, wir sollen sie Mittag Healing, wir sollen ihr was zum Trinken geben, also quasi hier die Kindertagesbetreuung. Ja. Das haben wir auch sehr gern übernommen. Und stündlich ein Foto schicken. Ja. Ja, mein Booker ist nicht pädophil, sondern Caro ist genauso alt wie mir. Alles gut, beruhigt euch. Ruft's nicht Polizei. Nicht aus diesen Gründen. Gar nicht. Genau, mit der Caro sind wir dann was essen gegangen. Waren wir schön beim Münchner Laden, das war gut. Ja. Und dann sind wir nochmal zum Pop-Up-Store, weil wir uns da dann eben mit meinem Booker noch getroffen haben und mit die zwei Sommers, mit dem Julian Sommer, kennt ihr vielleicht von dem Song Dicht im Flieger oder SOS, schieß mich weg und so weiter. Mein Liebling von ihm ist Mama, wenn ich groß bin, will ich Handwerker sein. Ja. Das freut mich auch sehr, das Lied. Ja. Genau, also ich glaube, man kommt nicht an den Ideen vorbei, wenn man irgendwo feiern ist in Deutschland oder Österreich. Auf Dorffesteln. Genau mit dem und mit seinem Bruder, mit Max, haben wir uns getroffen am Pop-Up-Store, weil ich jetzt zu denen einer Agentur käme. Mein Booker hat sich quasi selbstständig gemacht mit dem Julian Sommer zusammen. Also die haben jetzt eine Booking-Agentur gegründet, eine neue, Elevate Booking heißt die. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Und
Wir haben quasi dann so ein Foto gemacht, das halt aussagt, hey, Anja ist in dieser Agentur. Das wird entweder schon gepostet worden sein oder demnächst gepostet werden. Dementsprechend haut's doch da mal nochmal einen Kommentar drunter aller, oh mein Gott, diese wusste Künstlerin ist die beste Entscheidung zu der Musik dieser Künstlerin haben sich meine Eltern kennengelernt. Ich schlafe nur in Anja Bavaria Bettwäsche. Irgendwie sowas. Ja. Das hat mir sehr gefreut. Genau. Und dann haben wir uns ein Uber genommen, oder wollten uns besser gesagt ein Uber nehmen, Ja. weil der Julian war Voract beim Dream. Das war nämlich unser Hauptziel an diesem Tag. Wir waren bei Dream auf dem Konzert. Wer ihn nicht kennt, checkt's ihn doch mal aus. Ein sehr, sehr cooler bayerischer Künstler, sehr, sehr erfolgreich. Und der hat am Königsplatz in München gespielt. Der Platz an sich ist ja schon mega geil. Ja, Also voll. riesig und irgendwie umgeben von so sehr, sehr schönen Gebäuden und so. Na, fand ich toll. Waren auch sehr viele Polizisten in Uniform da. 10 von 10. Auf jeden Fall. Unmöglich. Und wer das nicht versteht, muss doch mal ältere Folgen hören. Weiß auch gar nicht, warum ihr mit dieser Folge einsteigt, was soll das? Genau. Und wir wollten uns dann ein Uber nehmen, weil am Julian hat es halt auch ein bisschen brisiert. Der hat zu seinem Auftritt müssen. Und dann ist dieses Uber gekommen, das war so ein Bus, und der Julian ist halt hier und wollte die Tür aufmachen. Und dann hat der Fahrer gesagt, nein, nicht Tür aufmachen. Und hätte dann fast noch einen Christoph, den Chef von Stravanza, überfahren, weil der auch noch so uns verabschieden wollte und dann gerade noch drüber gewollt. Und es war ihm scheißegal, er wollte einfach weiterfahren. Also keine Ahnung, was sein scheiß Problem war. Seine Mission war auf jeden Fall einfach diese Fahrt abzurechnen, ohne dass jemand mitfährt. We call it a Grattler in Bayern. Er ist nämlich dann einfach zum Königsplatz gefahren und hat die Fahrt abgerechnet, ohne uns mitzunehmen. Ja. Was generell ärgerlich ist, aber wenn du auch noch dringend zu dem Auftritt musst, nur ein bisschen ärgerlich her. Ja. Naja, Sympathisch. Naja, das war sehr schön, ja. dann haben wir ein neues Uber bestellt. Wer hätte es geahnt? Das hat uns dann freundlicherweise mitgenommen. Ja. Ja, war nett. Sehr nett. Genau. Und dann sind die anderen im Backstage-Bereich und wir sind ganz normal zum Haupteingang gegangen und da war noch ein Rewe auf dem Weg und da haben wir uns was zum Trinken geholt. Ja. Und dann habe ich mich in die Zukunft versetzt gefühlt. Es war ein kompletter Hirnfick für mich, wird Oma sagen, das war echt brutal. Wir suchen uns da die Getränke aus, gehen zu dieser Selbstbedienungskasse, dann wollte 3 so zahlen und dann steht auf dieser Kasse, kaufen noch 2 weitere Personen mit ihnen ein und sie geht so auf Ja. Und dann waren einfach alle unsere Artikel, die wir in den Händen hielten, auf einmal auf diesem Bildschirm. Ja. Und ihr habt gesagt, ihr habt das schon mal gesehen, aber ich hab das zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Für mich war das Hexerei. Ich wollte ganz dringend irgendjemanden auf dem Scheiterhaufen dafür brennen sehen. Sehr krank. Also als Dorfkind war ich da wieder völlig außer mir. Es war aufregend das für uns mal- alle. Ja. Ich hatte das in Seattle im Baseballstadion. Da bist du nur mit Kreditkarten reingekommen und da drüber hast du die irgendwie verifiziert, dass du alt genug bist, um Alkohol zu kaufen. Ja. Und dann hat der halt auch alles, was du aus dem Kühlschrank rausgenommen hast. Also du hast dann einfach nur rausgemessen durch den Ausgang. Und später ist das dann auf deiner Kreditkarten abgerechnet worden. Also du hast jetzt gar nicht gewusst, was passiert. Das war voll strange. Da waren wir auch so, müssen wir nicht zahlen? Irgendwo? Oder scannen? Nein, muss man nicht. Einfach wieder rausgehen. Richtig wild. Check null, wie das funktioniert. Also, aber gut, ey. Ja, und dann waren wir beim Dream auf dem Konzert, der hat ein brutales Star-Aufgebot gehabt, mehrere Voracts gehabt und auch bei der Show selber
sau viel bekannte Leute und er und seine Band haben richtig abgerissen, war eine richtig coole Produktion. Auch nochmal danke an the best DJ Michael B., Merci. der uns auf Gästeliste gesetzt hat, die Maus. War nur cool, echt. Auch wie du Dankeschön. aufgelegt hast, hey, da war ich sofort on fire. Also, Alle. Ja. das Da hat sämtliche meiner Partyknöpfe gedrückt. Ja, ja, Da waren wir auf Es Sendung. war sehr geil. Voll. Also sehr, sehr geil. ja. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen, vielen Dank für die geile Show. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, da dabei zu sein. Und kann mir auf jeden Fall sehr empfehlen, dass man sich Karten für Dream holt. Ich habe schon mal gesagt, Ja. beim letzten Dream-Konzert, aber auch bei diesem. Und ich glaube, er macht nächstes Jahr Pause, aber danach gönnt's euch auf jeden Fall. Dres hat ja gewarnt. Ja, ja, ich hab ja. ein Tränchen habe ich vielleicht verdrücken müssen, einmal kurz. Durchgehend gewarnt. Durchgehend. Ja. Vor allem Dress ist halt gar kein Dream-Fan. Ja. Aber irgendwas war los, gell? Also, ich weiß nicht. Ich habe da jetzt noch mehrmals drüber nachgedacht, was. Also gut, es ist unfair mit dem bayerischen, mit dem böhmischen Traum eine zum Starten, weil wie aufmerksame Wellensittiche wissen, damit kriegt man mich und da war ich auch. Und so ist losgegangen. Es hat einfach eine Du hast bei Blasmusik Mikey B. schon gewarnt. Echt? Ja, weil er seiner Frau Ja. ein Kind dankt hat. Ja, ist schon stimmt. losgegangen. Da ist schon losgegangen. Aber seine Frau ist ja mega cool. Liebe Grüße, mit der habe ich auch schon gesoffen. Ja, stimmt, da waren die Schleusen schon auf. Dann kommt der böhmische Traum. Da gingen die Schleusen natürlich noch weiter auf. Und generell war der Dream einfach so mausig. Also ich kann es echt nicht anders sagen, wie der Ja. umgegangen ist damit, wenn Leute irgendwie umkippt sind oder so. Er hat einen kleinen Burm auf Bühne geholt und war zudem einfach nur unfassbar süß. Generell jede Faninteraktion und auch jede Interaktion, die er mit den Gästen gehabt hat, die er eingeladen hat. Es war alles einfach so herzlich und es ist mir so ehrlich vorgekommen einfach. Dann hat er zum Schluss noch seiner Familie gedankt, da war es bei mir natürlich komplett vorbei. Also ich war ein Frack. Ich habe nur noch gewartet, irgendwann habe ich mich umgedreht und mich in eure Arme geschmissen, weil es mir richtig beidelt hat vor lauter Warner. Aber ich habe mich dann wieder kontrolliert, es ist dann gegangen. Nein, es war echt war schön. Ja, ganz, ganz toll. Tolle Show, super Stimmung die ganze Zeit. Wahnsinn. Wirklich Wir haben Wahnsinn. die halt nicht ganz ernst nehmen können, weil du die ganze Zeit ein rosa, unförmiges Anja-Kappe aufgehabt hast. Ja, ja, stimmt. Das habe ich gewonnen. So, der Dres Muss man gewonnen. sagen. Ja. Im Schnick, Schnack, Schnuck gegen mich hat Dres gewonnen. Der Anja Mhm. hat gesagt, spiel's mal Schnick, Schnack, Schnuck und der Gewinn war dann dieses Kappe. Tja. Ja. Also Dres hat's gewonnen. Ja, das Kappe habe ich mir mit Elfi machen lassen im Urlaub. Und es ist einfach nur hässlich. Aber Dress hat's getrunken. Das kannst du nicht sagen. Es ist Weil so Luca hat's auch übertrieben. extrem gut getrunken, Ja. tatsächlich. Der hat Ja. es dann auch irgendwann, der war irgendwann eifersüchtig, der hat es dann auch aufgeguckt. Ja, das hat ihm echt gut gestanden tatsächlich. Ja. Weil dann war ich ein bisschen Was eifersüchtig. einfach. Auf jeden Fall. Oh Ja. Mann. Oh Mann. Und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist mit dem Dream, weil den haben wir vorher auch schon beim Pop-Up-Store getroffen. Und da war er auch nur so herzig. Also da hat er sehr, sehr lieb reagiert. Also mir gesehen hat, ich möchte es jetzt nicht nacherzählen, aber es war unfassbar lieb. Also Ja, wirklich. voll. Er ist eine Maus. Ja, komplett. So. Als er den kleinen Bub auf die Bühne geholt hat, der hat einen ganzen Song performt, dieser kleine Bub. Ja. Das fand ich nicht so nett. Weil das hier 3 kinderlose Frauen Anfang 30 mit Eisprung im Publikum stehen. Das war ja am Wurscht. Die hat er brennen lassen. Na, vor uns hat aber auch andere Frauengruppen gesagt, sie haben gerade Eisprung. Echt? Ja. Das habe ich nicht gehört. Aber ja, Das fand ich ein bisschen Ja. rücksichtslos. Aber sonst mausig. wirklich. Ja, wobei mir das ja kalt lässt. Also, Echt? ich hab das ja nur mit Teenagern. Mhm. Mit so 14-, 15-Jährige. Das Okay. berührt mich. Da denke ich mir immer, oh.
Oh. So wie es im Bierzeit, weil sie sich da so, wie so im Arm, Ja. sie den Arm genommen haben alle und dann so auf der Bank gesprungen sind, da hab ich mir gedacht, mein Gott! Jetzt hört's doch auf. Sehr schön. Und ich möchte auch noch mich bei sämtlichen Fans bedanken. Also ich habe so viele süße Begegnungen gehabt. Also unabhängig vom Wellensittich-Stammtisch auch sehr süße Anja Bavaria-Fans getroffen. Alle mega respektvoll und einfach lieb. Also alle, die mich nach einem Foto gefragt haben und so, waren so, Entschuldigung, ich weiß, du bist halt privat, oder können wir ganz schnell ein Foto machen und so, und waren dann auch gleich wieder weg und haben mich das Konzert weiterschauen lassen und ja, es war alles sehr emotional. War's wirklich? Ja. 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 Und ich möchte nur einen ganz lieben Gruß an die Person aussprechen, die nach dem Konzert an uns vorbeigegangen ist und auf Hochdeutsch gesagt hat, oh was, euren Podcast höre ich immer, wie cool. Und dann einfach weitergegangen ist. Das fand ich auch so nett. Ja, Also das liebe war Grüße an die. Ja, Grüße. Doch, das war ganz, ganz schön. Da haben die Omas eine gute Zeit gehabt. Absolut. Ja, und am Samstag waren wir dann wieder komplett getrennt. Oh, das war schlimm. Aua. Das Das war war wirklich Trennung. schlimm. Ja. War, wo wir gefahren sind, weil Dres und ich haben nochmal bei meinen Eltern daheim geschlafen nach dem Dream-Konzert. Und dann war Vreni ungefähr 10 Minuten weg. Und Dres hat gesagt, ich vermisse Verena schon. Man gewohnt sich schnell aneinander. Ja. Süß. Ja. Es ist ist halt wirklich so, so. gell. Aber wenn wir wahrscheinlich auf die Wellensittiche so wirken, halt, als hätten wir eine richtig schlimme Woche gehabt, weil wir so, der Mat sind und uns, und uns anzicken. Aber das ist eher, weil wir so wenig geschlafen haben. Ja. Ja, das stimmt. Und ein bisschen Alkohol in diesen Körper floss. Ja, was habt ihr dann noch am Samstag erlebt? Das ist ja die große Update-Folge. Vreni, was war bei dir los? Ich habe mich mit 2 Freunden getroffen und ein hervorragendes Frühstück genossen. Mich danach mit denen zusammen an Lechstausee geflaggt und Berg angeschaut und ein bisschen im eiskalten Geil. Fluss gebadet. Geil. Das war wunderherrlich. Und dann bin ich heim. Und ja, dann habe ich halt gehofft, dass Dres noch zu mir kommt. Ist aber nicht. Hat sie sich dafür entschieden, dass sie jetzt nimmer zu mir fährt und nicht nur eine weitere Nacht in Oberbayern verbringt. Naja, Na. musst du wissen, wie sehr du mich vermisst hast. Leere Worte sind es ja. Leere Worte. Ich vermisse euch wirklich, es ist echt krass. Also vor allem, ich hoffe, euch ist es bewusst aus meinem Mund. Ich glaube, ich habe noch nie gesagt, ich Ich vermisse glaube, ich habe euch. gerade ein bisschen Bauchkribbeln verspürt. Ja. Also ich habe das Gefühl, langsam wären wir Freunde. Weil Ja. ihr fehlt's mir jetzt direkt. Es ist krass. Das ist krass, dass mit dir nach so kurzer Zeit schon abging. Wirklich krass. So blöd ist auch echt. Ich war am Samstag auf jeden Fall am Tegernsee. Es war sehr schön. Da habe ich einen, wahrscheinlich Tegernsee normalpreisigen Brunch genossen. Ich fand ihn unfassbar teuer. Aber es wurde gebruncht mit Blick auf den Tegernsee und danach war ich noch im Tegernsee Schwimmer und das war ja nur geil. Der war so richtig, richtig kalt. Also, obwohl ich Echt? sehr fest geschwommen bin, hat's mir die ganze Zeit gefroren und es war genau richtig, weil es war ja so heiß am Samstag. Es war fantastisch. Dann habe ich mich noch kurz auf eine Bank gesetzt, ein Buch gelesen und dann bin ich tatsächlich einfach heimgefahren. Nicht mehr zur Verena, sondern einfach heim. Naja. Eiskalt ist hier. Eiskalt bin ich ja. Naja. Hm. Was war bei dir los am Samstag, Anja? Hast du uns vermisst? Es war wieder soweit. Der Papa ist wieder arbeiten gegangen, der Papa ist wieder zicke-zackisch reingegangen, damit ich mir euch leisten kann. Danke, Papa. Danke, Papa. Wenn Sie hier in Seen geschwommen sind, bin ich hier in meinem Arschwassersee geschwommen. Alter, ja, es war auch so heiß auf den Weg. Ich bin nach Berlin gefahren, Boah. mit Antonia dabei und also meine andere Tourbegleitung.
Und ich habe schon mal gesehen, es hat 38 Grad die ganze Zeit gehabt, egal wo wir hingefahren sind. Und wir haben natürlich mehrmals Pausen gemacht und so. Und es war immer wieder schlimm auszusteigen. Oh, nein. Und dann sind wir da angekommen. Und also muss man gleich dazu sagen, es waren nur nicht die Leute, die da gearbeitet haben in der Kulturbrauerei Berlin. Da war nämlich ein Ballermann Open Air. Und da war ich auch gebucht. Und dann hat uns da einer einen Empfang genommen. Das war also ein Bär irgendwie, der war super lieb. Aber der hat dann so auf seine Listen geschaut und hat dann gefragt, habe ich schon erzählt, aber ich möchte es dir wesentlich auch erzählen. Ist tatsächlich auch nur lustig, wenn man sich ein bisschen in der Malle-Szene auskennt. Aber der hat dann gefragt, ob wir diese Lorenz Büffel sind. Ja, woher wussten Sie Immer es? witzig. Was hat uns verraten? Ja. Also Lorenz Büffel ist der Sänger von Depp, 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 Johnny Depp, Depp oder der Zug hat keine Bremse und so weiter. Der Typ, der aber da an dem Tag Stage Manager war, der ist eigentlich im Rockbereich Stage Manager. Also er hat erzählt, dass er es 20 Jahre für Rammstein gemacht hat oder jetzt ich war ja letztens auf einem Metallica-Konzert in Berlin, da hat er zum Beispiel auch gearbeitet. Und für ihn waren das dann quasi lauter Bandnamen. Und er dachte, dass unsere Band einfach so heißt. Das hat mich sehr gefreut. Es ist ja auch oft so in der Malle-Szene, dass die ja immer denken, dass sie so der Nabel der Welt sind, dass jeder sie kennt. Ja. Und ich denke das ja inzwischen auch, weil ich halt da so drin bin. Und deswegen ist irgendwie immer wieder erfrischend, wenn man halt dann so jemanden kennt, der fragt, ob man Lorenz Büffel ist. Naja. Auf jeden Fall. Und der Security wollte uns am Anfang gar nicht reinlassen. Echt? Wir waren halt noch nicht umgezogen und so. Der hat gesagt, ja, wir müssen außen rumgehen, obwohl wir schon mit dem Typen gekommen sind, mit dem Stage Manager. Und dann hat der gesagt, das sind Artists. Und dann der Security so, echt? Aua! Okay. Also ja, das nächste Mal hocke ich mal ein Krönchen auf, Entschuldigung. Ich war halt ganz normal angezogen. Ja. Oh Mann. Bin Auto gefahren 7 Stunden lang, Bruder, Entschuldigung. Beruhige dich. Alter. Naja. Ja. Dann sind wir da in dieses Backstage gekommen und es war leider dachgeschossmäßig. Nein. Alter, mir war so heiß. Und dann hab mein Laptop gesponnen. Ich bin 1,5 Stunden, wir sind 1,5 Stunden früher gekommen und das hab ich im Auto schon gewusst, dass wir 1,5 Stunden eher da sind. Normalerweise ziehe ich meine Setlist, also die Dateien für meine Setlist im Auto drauf. Ich hab mir ja 7 Stunden Zeit, was möchte ich da vorher schon vorbereiten. Und da habe ich es aber nicht gemacht, weil ich gewusst habe, ich habe jetzt noch 1,5 Stunden Zeit, wo ich da rumhocke. Dann habe ich mir gedacht, na, beim Autofahren wäre mir manchmal schlecht, wenn man einen Laptop schaut. Dann mache ich das griffig bei der Location. Dann hab mein Laptop gesponnen. Ich hab nichts mehr suchen können. Scheiße. Das ist immer zu Dann war eine Arbeit, ja, ich glaube auch, dass der überhitzt war, dann war eine Arbeit von 1 Minute, diese paar Titel dort zusammenzusuchen, durch Suchfunktion, hat dann ungefähr eine Dreiviertelstunde dauert, weil ich Alter. habe halt manche Live-Versionen vor 3 Jahren exportiert und die habe ich dann suchen müssen. Und es hat nicht einmal so geklappt, dass du irgendwie A-Drucker hast können oder so. Also nicht einmal mit den Buchstaben ging's. Das war so nervig. Und dann habe ich halt vorher schon gesehen, dass da so ein paar Reality-TV selbst da sind an dem Tag. Ich hab nichts gegen diese Leute, aber die sind halt immer sehr laut. Und dann waren da halt Backstage auch so Menschen, so Reality-TV, Dunstkreismenschen. Und die haben uns die ganze Zeit voll gelabert. Ich hab nimmer gedacht. Ich war so fertig. Die sind halt dann, also die waren schon nett, aber die sind halt echt immer so dermaßen laut und ja, wollt ihr meine Musik hören? Und ich denke mir so, Alter, ich habe jetzt in 10 Minuten Stage-Zeit und Antonia so, na. Gern danach. Sie haben es dann schon selber gemerkt. Sie haben dann irgendwann selber gesagt, ja, sollen wir gehen? Also, ja, vielleicht kurz. Das war nett, danke. Ich habe hier gerade mehrfach, ich habe hier seelischen, körperlichen und technischen Stress. Scheiße. Ich brauche kurz einen Moment. Ja, ich bin da das erste Mal dann im Bikini auftreten. Ich hatte ein Bikini-Oberteil dann um. Das habe ich noch nie gemacht, weil ich normalerweise Bikinis nicht vertraue.
Aber ich hab nimmer können. Es war so heiß. Ich hab mir gedacht, ich halt's nicht aus. Ich konnte nicht mehr anhaben. Es geht nicht. Und hat er dein Vertrauen missbraucht oder ist gegangen? Als ich mir meine In-Ear-Kopfhörer einfadeln wollte hinten, habe ich kurz mein Bikini geöffnet. Da stand ich Gott sei Dank schon am Bühnenrand, wo alle hinschauen haben können. Und ich so, Antonia. Ja. Die hatten mir dann aber wieder einwandfrei zugemacht. Ach, Und dann habe ich aber gedacht so, oh fuck, wenn er jetzt schon wieder so eine Kleinigkeit aufgeht. Das wird der erste Nippelblitzer. Jetzt geht's los. und? Aber nein, es hat gehalten tatsächlich. Okay, Und sehr gut. die Leute für das, dass die da schon seit 14 Uhr waren und ich um 19 Uhr Stagezeit gehabt hab, waren die echt lieb. Also die haben schon mitgemacht. Es war jetzt keine völlige Ekstase, aber ich meine, ich bin ja immer nur eine bayerische Musikerin. Ich war in Berlin. Und es war wirklich so heiß und für das war es echt cool. Waren super lieb, die Leute. Und es war der Flocke da. Kennst du den? Wahrscheinlich nicht. Nein. Das ist so ein Reality-TV-Star, würde ich jetzt mal sagen. Also der ist in viel Formaten. Ich glaube, einige kennen den schon. Okay. Und der ist zum Beispiel auch bei Forsthaus Rampensau dabei gewesen. Da bin ich ja großer Fan. Das ist ja mein Lieblings-Reality-TV. Nee, war gut bei Deutschland. Was heißt Lieblings? Das sind die einzigen zwei Sachen, die ich anschaue. Genau. Und der hat das die ganze Zeit moderiert. Und der stand die ganze Zeit neben der Antonia. Der ist nicht weggegangen. Und er hat sich meine komplette Show aber auch so angehört und hat immer alles kommentiert. Und es war irgendwie hardcore süß. Also hat mir Antonia dann noch erzählt, weil ich hab aus Spaß Hang zur Hütte gespielt, meinen Song mit Mark Eckers. Ich dachte, das ist so heiß. Komm, hau mal einen Après-Ski-Song mal raus, mal einen anderen als See You Later. Und dann war er so, was? Sie hatten den Song mit Mark Eckers. Und dann haben wir nur den Song mit Almklausi gespielt. Und mit Almklausi auch noch, das gibt's ja nicht. Ja, genau. Und danach sind nur die Atzen gekommen. Normalerweise hätte ich mir das noch angeschaut, aber ich hab nicht mehr kennen. Ich hab echt nicht mehr kennen. Ich bin großer Atzen-Fan, aber ich habe es jetzt auch schon mehrmals im Megapark gesehen und hab mir dann gedacht, Leute, ich kippe um. Ich kann nicht mehr. Deswegen haben wir dann in weiser Vernunft die Veranstaltung verlassen. Weil ich glaube, sonst war es nur richtig eskaliert da. Oh, das hätte ich sehr gehasst, weil es reicht so schon körperlich. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, wer mir einen Rausch in das Glas getan hat in dieser Woche. Das weiß ich jetzt auch Weiß nicht. ich auch nicht. Ja, gestern war ich dann noch mit dem Negres Bierzeit, mit meiner Family, das war auch sehr schön. Da war noch mal eine große Verlosung. Ihr habt ja auch Lose gekauft. Ja. Da hab ich dann auch ganz genau aufpasst, ob wir gezogen werden. Ich habe auch die Daumen gedrückt für die Makita Bohrmaschine, aber leider Nichts haben wir nicht gezogen. Schon. Sag's halt, dass du das behalten hast. Das ist okay. Ja. Was ich sehr geliebt habe, war, mein Papa hat einen Gewinn organisiert und er ist dann gezogen worden. Schön. Perfekt. Danke. Er hat es dann seinem Nebenmann gegeben. Oh, nett. Aber ja, da haben wir auch gedacht, das gibt's doch nicht, oder? Also, Krass, ja. gerade nur so, Zick. ja, schön. Typisch. Wir haben heute schon überlegt, was wir machen mit unserem Gewinn. Also Verena und ich haben gehört, es gibt einen Roller zum Gewinnen. Ja, Wir haben heute schon das hat's auch gegeben. überlegt, was wir dann von dem Geld kaufen, wenn wir den Roller verkaufen, den wir da gewonnen haben. Naja, Naja, ich habe Nächstes mir ja Mal. auch vorgestellt, dass wir gemeinsam auf diesen Roller fahren und du deinen Kopf an meine Schulter legst, aber okay. Wir können auch verkaufen. ich wusste nicht, dass das eine Option ist. Verena. Sicher. Stell dir Jetzt mal hat die vor. Folge gern beenden. Na gut. Genau. Habt ihr noch irgendwas erlebt am Sonntag? Na, ich habe klar Ich gehen hab müssen. geschlafen. Ja, Ich habe den ganzen Tag pennt. Und es war so wir haben geil. so wenig geschlafen die Woche. Es war sehr wichtig, Schlafen noch zum Heulen. Von dem her, na, ist Sehr nichts mehr wichtig. passiert. Gar nichts mehr halten sie aus. Na, Die wirklich. alten Weiber. Wir haben eine Woche lang jeden Abend Eis gegeben, musst du sagen. Ja, Das stimmt. Ja. das stimmt.
Kannst du jetzt so nicht sagen. Ja, Freunde, das war doch einfach nur wundervoll. Danke für diese schöne Woche, meine beiden jungen Freundinnen, weil lang kennen wir uns ja noch nicht. Aber wenn ihr uns vielleicht nur erzählen wollt, was bei euch die Woche so los war, unsere Ohren sind offen. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es uns auf Instagram oder TikTok oder wo auch immer. Ihr könnt uns einmal ja E-Mail schreiben. Wir kriegen sehr wenig E-Mails, möchte ich nur mal sagen. Auch mal eine E-Mail schreiben. Genau. Und dann kommen wir jetzt zum Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittichkinder, ihr seid ja schon wieder so dermaßen aufgeregt. Die Flügel flattern, das Herz klopft in der Brust, die Schnäbel sind geöffnet und erwarten ihr Leckerli. Denn jetzt geht's drum, wer ist unser Wellensittich der Woche? Und es ist eine ganz süße Zuckermaus. Die sich diese Woche Ach, sehr Verena. um diesen Titel verdient gemacht hat. Du stehst ja schon sehr lange auf dieser Liste, aber jetzt ist Zeit geworden. Er hat sich sehr verausgabt bei der RS im Stream, wo wir alle mit dabei waren diese Woche, Ja. als Weinbärwaffel. Er war beim Stravanzer Pop-Up und hat sich privat persönlich vorgestellt und Servus gesagt. Und ein Pudel mit uns gemacht. Und dieses Pudel sogar noch ins Internet innen neu gepostet. Liebe Wellensittiche, wenn ihr jetzt mal auf dem Instagram schaut, wo wir markiert worden sind, da, beim Wellensittich der Woche, auf diesem Foto. Ja. Deswegen, Julian, Zeit ist worden. Du bist das. Ja, Wenn du das wollte hörst. Vereni nur, weil sie gut aufschaut. Oh, Schaut es mal, geht's mal alle auf das markierte Foto. kann mal die zwei blöden Weiber jemand von einer Früh gar nichts gemacht. Du hast Dreck ab mitgelacht. Ist das scheiße. Verhaftet wegen Arschloch. Lass dir nichts sagen, Julian. Ja, sieh ich aus. Du bist super. Bist wirklich, Julian. Das hat uns richtig gefreut, die Kinder zum Lernen. Ja, wenn du das hörst, dann schick uns doch gern eine Nachricht mit deiner Adresse und dann macht sie der Briefsittich mit einer kleinen Überraschung auf den Weg zu dir. Vielen Dank für deinen Support und es hat uns sehr gefreut, dich kennenzulernen. Merci. 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 Wir sind wieder an dem Punkt, wo viele Wellensittiche denken, oh nein, die Folge, sie ist schon zu Ende. Habt ihr nicht mit uns gerechnet? Denn wir haben noch was in der Hinterhand, im Hinterflügel haben wir heute noch was dabei für euch. Und zwar eine Kategorie, die sich allergrößter Beliebtheit erfreut. Es sind die Liebesbriefe. Liebesbriefe. Leidenschaft, Sex, Gefühle, Holde Maid, schicken Sie mir ein Foto von Ihren Füßen. E.G. Herbert. Liebesbriefe. Ich sehe mir ja selber auch bei der Aufnahme und ich schaue echt miert aus. Und es ist mir gerade wieder eingefallen, dass letztens ein Bekannter zu mir gesagt hat, hey, servus Anja, miert schaust aus. Perfekt. Ja, doch. Ach, du siehst sehr gut. Na, du schaust ja gut aus, aber mir ist ja. Alles klar. Ja. Aber wer uns hier wirklich hier Komplimente gemacht hat, das verrät uns jetzt Verena, weil ich weiß nicht. Naja, Anja, du weißt dass uns sehr wenig Komplimente gemacht werden. Natürlich. Kommt das beste Kompliment von Max, nämlich an die Nosnering Sabine. Bist voll süß. Voll süß. Mhm. Aber Du bist voll süß. Bei was denn? Bist voll süß. Generell. Einfach so. einfach so. Naja, Können wir mal raushauen. werd mal wohl noch sagen dürfen. Aber brauchst die nicht grämen, Verena. Also ich habe ja jemanden, der sehr dringend will, dass wir wissen, dass wir süß sind, und zwar alle drei. Und zwar schreibt Oha. Richie unter mehrere Posts,
3 zuckersüße Zuckerrüben. Ja. Schön. Hör doch auf. Unter dem anderen Post hat er geschrieben 3 Zuckerrüben. Na, du bist süß. Und den Zungenzeig-Augenzwinker-Emoji. Also er meint's schon ernst. Und jemand hat's geliked. Ich sag's mal so. Okay, wow. Das ist wild. Ich hab noch ein Kompliment vom Jörg. Mhm. Das Wunderschöne ist Dres auch dabei. Und das freut mich auch sehr. Weil wir kriegen echt sehr oft Nachrichten oder Kommentare, wo irgendwelche Typen schreiben, ist Dres auch dabei. So, als ob Dres nie dabei wäre. Die Frau ist in jedem Video mit dabei. Warum fragst du, ob Dres auch dabei ist? Hast du keine Augen in deinem Hirn innen drin oder was ist los? Bei dem, als wir in Bierzeit waren, hat er Dres ein Video von unserem Tisch gemacht und dann waren ganz viele Wellen. Ich war ja ganz entsetzt, weil Dres nicht dabei ist bei unserem ja. Betriebsausflug. Ja, irgendjemand hat das Handy gehalten, Freunde, ihr Sherlocks. Da waren wir wieder beim Thema, dass Männer keine guten Detektive sind. Ja, Wo ist Dres? Die halten einen Affenkasten, Helmut. Ich freue mich sehr, dass ihr alle so drauf achtet, ob ich auch dabei bin. Danke. Danke, dass ihr da drauf schaut. Das weiß ich sehr zu schätzen. Es steht in unserer Podcast-Beschreibung, dass Dres auch dabei ist. Ja. Also klappt Ja. es. ja, stimmt. Der Peter hat uns noch geschrieben unter das Video, wo wir erzählen, dass der Steffen mit uns 3 gleichzeitig schmusen mechert. Hat der Peter gesagt, mir dat ja eine vor euch gelangen. Find euch super. Okay. Peter, also, Peter, jetzt ist aber gut. So gut, dass da nicht wählerisch sind. Ja, Ja, das finde ich ja, auch schön. doch. Hauptsache irgendeine. Und am gleichen Video haben wir auch einen Kommentar von einem Top-Fan von uns, der hat dieses Facebook-Abzeichen, das der häufig kommentiert, der Sascha nämlich. Und der hat geschrieben, Mama mia, du legst sie nieder. Mir tat ja schon ein gescheites Buschel von jeder gelangen. Also auch der Sascha, nicht wählerisch. Das hat er genau in dem Tonfall sich gedacht. Ja, Das tippt hat. ja, da bin ich mir sicher. Ja. Ja, genau so. Danke, Sascha. Na, du legst sie nieder. Oder so. Keine Ahnung. Naja. Um diese illustre Runde zu beenden mit einem kleinen Service-Announcement vom Alois. Oh. Im Folgenden müssen wir leider die Supermarktkette, von der er redet, piepen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Beim sind die Woche 8 Semmeln für 1 Euro im Angebot und wer eine App hat, kriegt einen Zott-Zahne-Joghurt umsonst. Also ich schätze mal, dass uns dieser Kommentar dissen soll, aber das disst mir ehrlich gesagt nicht, also gern Angebote einschreiben, interessiert mich. Also außer sie stimmen nicht, dann finde ich es frech. Dann geht's Dann ist weit. vielleicht. Ja, Dann ist vielleicht. Aber 8 sonst Semmeln ist für 1 tatsächlich Euro frech. ist eine Ansage. da kannst du nichts sagen. Danke fürs Bescheid geben, Alois, auf jeden Fall. Na gut, Ja, dann, liebe Wellensittich. Wellensittliche. Na, haben's mich Reden wir wieder. gleichzeitig. Der Wurscht. Habt ihr Also mir ich ja glaub- endlich auf. Das ist die qualitativ hochwertigste. Ich lass einfach. Ja. Ist egal. Wir haben die schon verstanden. Macht's Liebe Schöne gut. Leute, ihr Kommentare. merkt, was Alkohol aus einem machen kann. Ja, die Der Langzeitschäden sind Nachhaltig. nicht zu unterschätzen. Ja. Danke an Stravanza für Sponsern dieser Folge. Danke, Merci. dass ihr uns Unbedingt. das aufgegeben Merci, habt ihr am Mausis. Freitag. Ihr seid quasi jetzt auch mit dran schuld, Ja, dass wir so sind, wie wir heute sind. ist es so. Ja, ansonsten dafür. natürlich danke nochmal an euch, liebe Wellensittiche, denn ihr seid die Allergutsten. Ihr seid super. Das habe ich sehr oft gesagt diese Woche. Super. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ihr seid es. Und damit es auch weiter bleibt und wir euch weiter in unseren Herzen innen drin tragen, wünschen wir uns ganz, ganz viele Kommentare von euch. Und was wir uns am allermeisten wünschen, sind 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Vielen Dank dafür. Und dann gebe ich jetzt ab an Verena, denn ihr gehört das letzte Wort. Darf's mir kehren, darf's mir kehren, darf's mir kehren, Ja, darf's mir ja, kehren. der Anja gehört das letzte Wort. Danke.
am Samstag, kommenden Samstag, sehen wir uns in der Therme Erding, Stolzbarastag. Um 18 Uhr sind wir 3 auf der Bühne. Frini hier am Play drücken, am Animieren. Ich hier am Sing, Sang, am Animieren. Res, schwarz gekleidet, am Filmen. Aufregend. Kommt's vorbei. Schön, wie auf der Venus werd ich mit meinem Camcorder draufhalten auf euch im Publikum. Eine Hand in der Hose. Also, dass er sich den ganzen Tag was geboten. Aber 18 bis 19 Uhr hier Anja Bavaria und Girls live on stage. Kommt's doch vorbei. Es war eigentlich unverschämt, wenn ihr nicht kommt. Also, wir freuen uns auf euch. Bis dann. Jetzt schleicht euch endlich, mein Gott. Ja, mein Gott. Wir hören uns nächste Woche nach den Ohren in den Tränen. Bis Also dann, servus. Für dich. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.